Ja, leck. Es ist ein Baby-Bazi. Geschafft, ich geh mir Stroh. Was ist denn da schon wieder los? Geht da was? So, guten Morgen beieinander. Mr. Herbert, du sollst arbeiten und nicht auf meinen Stream. So, guten Morgen. Mr. Boxer, merci für dein Reset beim 9. Monat. Gratulation zum Babybad. Ich hoffe, er ist gesund und munter rausgeflutscht. Viel Spaß mit den Emotes weiterhin und viel Spaß in der Bazi-Gang weiterhin. Merci dir. Mr. Mike, habe ich dir. Guten Morgen. Wir noch mal kurz im Lurk. Stress dich nicht mehr, da haben wir noch ein wenig Zeit. Merci. Wie geht's euch? Alles fit? Für das, dass heute ein sehr spontaner Stream wird. Ja. Ich wollte halt eigentlich fucking Monster Hunter in Ruhe spielen. Ja, für mich privat. So auf ganz chillig wollte ich heute jetzt Vormittag anfangen, einfach ein wenig gemütlich Monster Hunter zum Spielen, Story weiter durch zum Bredeln. Und dann haben wir so gedacht, wenn das mit meiner Planung irgendwie halbwegs funktionieren soll, dann muss ich das Spiel halt fast fertig spielen. Ja, und jetzt stehen wir da. Jetzt sitze ich da und keine Ahnung, kann eigentlich jetzt schon schwitzert werden, weil halt das heutige Finale wird verdammt intens. Also gemäß dem Fall, wir kommen so weit, wie wir es vornehmen, dass wir kommen. Weil der Plan war eigentlich halt Top 4 zu machen. Nachdem wir gestern einen Vasili in aller Kunst zleckt haben, der wo überhaupt nichts gemacht hat, der hat uns nicht einmal wirklich damagen können. Naja, glaube ich, dass heute dafür umso greislicher wird, aber gut.
Schauen wir mal. Durch das, dass ich jetzt eigentlich fast einen ganzen Tag sturmfrei habe, aber man denkt, das darf sich jetzt eigentlich ideal anbieten, dass ich halt dann eben, wie gesagt, das Projekt zu Ende bringe. Damit wir dann nächste Woche wieder Luft für was Neues haben. Und einen Sonntag Frühschoppen haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr gehabt. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, Frühschoppen ist schon eine Zeit her, meine ich. Kommt aber jetzt dann im Laufe des Herbstes wieder öfter dann, tatsächlich. Also hoffe ich mal zumindest, je nachdem. Jetzt müssen wir schnell schauen, ob ich meine ganzen Fenster habe, die ich brauche. Ja, mal schauen. Soll eigentlich passen, okay. Na gut. Ja, leck. Es ist ein Babybad. Gerät der nächste Baby. Schaffzeiten, das geht mir jetzt gerade noch. 9e. Wie nennen Maden des Kind? Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Grias grinsender Smiley. Müsst ihr mehr seht ihr auch an die für der Resub im 9. Monat. Auch Gratulation zu deinem Babybazi. Ja, der Mr. Boxer hat auch schon ein Babybazi gekriegt, könnt ihr zusammen da. Wie wir es nennen, keine Ahnung. Darfst du aussuchen. Weiß ich nicht. Such dir was aus, wirst du gerne jetzt. Viel Spaß in der Bazi und viel Spaß mit dem Mods weiterhin. Danke dir, Werb. Ich hoffe, bei dir passt alles. Wie nennen wir den? Ja, weiß ich nicht. Ulf, Henrietta, keine Ahnung. Ist ja ein Enkerkind, ist Enkerbazi, Enkerbabybazi. Ihr müsst es entscheiden, wie sie es das nennt. Schauen wir mal. Na, also ich glaube, dass halt, also jetzt am Anfang wird es eh noch relativ gemütlich, sage ich jetzt, also relativ gemütlich. Ich muss noch ein bisschen Zeit zusammensammeln. Ich möchte mir noch die eine oder andere TM holen. Also unter anderem Donnerblitz, ich brauche noch Zauberschein. Ja, dann gehen wir in die Ziegelstraße, da muss ich mal ehrlich gesagt schauen, wie viele Trainer das da drin umeinander lungern. Ich vermute mal, aufgrund des Hacks werden da einige drin sein. In der Siegelstraße selber dann haben wir noch einen Rivalenkampf. Und dann warten wir tatsächlich vor der Pokéliga. Dann warten wir wahrscheinlich die ganzen Rest-Encounter zusammensammeln. Da gehen uns aber nicht mehr viel ab, 2 oder 3 maximal. Dann warten wir Teambuilding-Session, wird Pokéliga machen. Und dann haben wir Pokéliga machen. Aber ich kann es halt zeitlich nicht abschätzen, wie lange das ungefähr dauert. Ja, das kann, weiß ich nicht, das kann 4 Stunden dauern, das kann 3 Stunden dauern, das kann aber 5 Stunden dauern. Ich weiß es nicht, je nachdem. Vielleicht haben wir in einer Stunde schon fertig, weil ich wipe. Das kann natürlich auch passieren. Aber davon gehe ich jetzt einmal nicht aus. Also bisher haben wir wirklich so extrem gut da durchgekommen. Wird man den erst den letzten Schritt auch noch gehen können. Abgesehen davon, für alle, die gestern nicht dabei waren, wir haben gestern nochmal eine Wiederauferstehung gefeiert. Ja. Wir haben gestern unser einst verstorbenes Hydra wieder fangen können. Das ist wieder in unserem Team. Ja. In Xenaroville haben wir uns ein Carpador angeln können. Da hat es ausschließlich nur Carpador und Garados gegeben. Und ja, Hydra ist back, Freunde der Sonne. Stärker als je zuvor. Ja, Sie, guten Morgen, grüß dich. Schon wieder fit noch um 12 Uhr, ha? Das ist ein wenig länger gewesen wie 12 Uhr, meine, gell? Es tut mir leid, ich bin schonungslos eingepennt. Alles flauschig, ich glaube, der heißt Franz Xaver. Das ist sehr gut. Franz Xaver das ist eine aussterbende Rasse. Eh klar, sehr gut. So, soll ich jetzt zuschauen oder erst den Stream von gestern noch hin? Also, Mr. John Siege, es ist gestern eigentlich nicht sonderlich viel passiert. Es ist eigentlich nicht sonderlich viel passiert. Es waren 2 Höhepunkte, das war einmal der Kampf gegen Mark und einmal der Kampf gegen Vasili. Und mehr war eigentlich nicht. Der Vasili war erstaunlich unspektakulär. Du kannst das gerne anschauen. Wie gesagt, passiert ist nicht wirklich viel. Eigentlich so die Highlights gestern waren, wie gesagt, dass wir wieder Garados haben. Das haben wir in Xenaroville gefangen. Und wir haben auch Balgoras gefangen. Ja? Aber ansonsten war es gestern eigentlich relativ ruhig. Wie gesagt, der Vasili, der hat an und für sich kein schlechtes Team nicht gehabt. Das Problem war, also für ihn,
der Vasili hat 5 Pokémon gehabt, die wo nur speziell angreifen. So. Und Hytira vernascht. Das hat sein ganzes Team vernascht im Endeffekt. Am Ende ist Sumpex da gestanden, mega Sumpex, ja, da ist mein Gewaltdruck gekommen, zack, bumm, Ende. Der Kampf hat 10 Minuten dauert, wenn überhaupt. Also war wirklich jetzt nicht, war nicht so spektakulär, wie man vielleicht meint. Also, ich glaube, ist gescheiter, du bist heute dabei. Wenn du mich fragst. Ich überlose natürlich komplett dir, was du anschaust. Wenn du lieber die Worte von gestern nur anschauen möchtest und dann das von heute, ist auch kein Thema nicht, aber ich glaube, dass halt, wenn du heute zuschaust, hast du ein wenig mehr davon, glaube ich. Aber gut. So. Schauen wir mal. Ich habe jetzt eigentlich theoretisch Zeit bis 3, 4 Uhr Nachmittag. In der Zeit sollte man das Ganze einfach hier, denke ich mal, schon irgendwie noch umbringen. Oft denke ich mal. Was, wie gesagt, nicht. Außer, wie gesagt, wenn ich jetzt brutal das war noch das Einzige gestern. Ich war ja so stolz drauf, dass wir wieder ein Gyarados haben. Und dann wollte ich halt noch einfach zwecks der Vollständigkeit über die Mega-Entwicklung von Gyarados herzogen und hab mir so gedacht, hey, Move-Tutor, sag mal, was Gyarados Kino hat, dann gehen wir in irgendeinen Random-Trainer, weil da oben in Lau-Wechselfeld haben ja die Trainer irgendwo auf Level 30 umeinander und Gyarados ist mittlerweile Level 67. Der immer ja passt, irgendein Opfer findet man da schon. Mit das, wo man mit der Mega-Entwicklung wegschießen können. Dann renne ich in den Trainer rein und dann hat der 4 Pokémon auf fucking Level 67. Da war, und ich hab Balgoras dabei gehabt, was nicht entwickelt war. Ja, ich hab mein Sumpex abgelegt. Eben deswegen, wegen der Move-Tutor. Und dann renne ich in den Trainer rein und hab eigentlich 2 Pokémon dabei, die wo mit angezogener Handbremse im Endeffekt zum Kämpfen haben. Aber ich hab's überstanden. Schadlos, Gott sei Dank. hätte aber auch ein Bilderbuch-Moment gewesen, wenn ich da jetzt mit irgendwas. wenn ich jetzt da noch irgendwas verloren hätte. Angel habe ich die morgen Opfer finden, da bin ich. Du bist kein Opfer. Ja? Du bist kein Opfer nicht. Weiß ja direkt aus. Lange Session heute. Ja, recht lang heute tatsächlich. Recht lang. Wie gesagt, es hängt halt davon ab. Wenn wir jetzt feststellen, dass ich in der Siegerstraße so dermaßen aufs Maul krieg, und ich vorher wipe, ist natürlich der Nuzlocke vorher um. Das ist ja wohl klar. Aber sollte das der Fall sein, dass wir in einer Stunde hergehen müssen und sagen, hey, the run is over, dann findet man bestimmt irgendeinen Ersatz. Das ist kein Thema nicht. Und der Mark war genauso lame wie der Vasili. Der Mark hat noch ein bisschen mehr auf der Scheibe gehabt wie der Vasili, aber war auch nicht aus. War auch nicht. Da habe ich Dusel gehabt. Tatsächlich hat es eine Situation gegeben gegen Mark. Mein Landtouren hat. Ich hab gedacht, ich bin schneller wie Lipomentas. Und bin mit Landtouren drinnen geblieben und Lipomentas war aber dann trotzdem schneller und hat mit Erdbeben angegriffen. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass Landtouren hops geht. Aber es hat es knapp überlebt mit 24 KP. Aber sonst war der Mark eigentlich auch nicht dramatisch. Wenn du jetzt dein Nuzlocke in Smaragd machen darfst. Wie meinst du? Längerer Stream, wuhu! Ja, es ist eine lange Session, ist schon eine Zeit her. Also wirklich, dass wir lang gestreamt haben, da geht's ins Frühjahr zurück. Ich glaube, der letzte lange Stream war Elden Ring mit 6 Stunden. Oder knapp 6 Stunden, ich weiß nicht mehr genau. Weil der Vasili in Smaragd Champ ist. Ja, aber der Vasili in Smaragd ist halt auch irgendwie, weiß ich nichts halbers und nichts ganz. Da ist der Troy schon geiler. Als Champ. Aber gut. So, Freunde, ich glaube, jetzt fahren wir mal langsam an, auf Mörtli. Was meinst du nicht? Gehen wir mal langsam anfangen. Mal schon langsam reinkommen in die ganze Routine da. Warum ist denn überhaupt so laut? Ist behindert oder was? So. Ja. So. Seht ihr, das schöne Overlay mit den 8 Orden. Ist das nicht zauberhaft? Das ist doch zauberhaft, oder? Wir haben 8 fucking Orden. Hätte ich nie gedacht. Das hätte ich nie für möglich gehalten. So. Das wollte ich nicht. So. Wie gesagt, kurz zur Zusammenfassung. Wir haben ja jetzt
Monagoras. Das habe ich vorher gerade eben noch entwickelt. Das haben wir eben gestern in der Tiefseehöhle gefangen. Da gibt es ausschließlich Fossil-Pokémon. Da haben wir halt glücklicherweise eins der besten gekriegt, wie ich finde. Hat ein frohes Wesen. Also das ist ungefähr das krankeste Wesen, was man für physische Angreifer haben kann, unter anderem. Besser wird es bei Gyarados. Gyarados hat nämlich ein hartes Wesen. Ich kann ihn gar noch schnell eben zeigen, dass es da erinnert. Der Angriffswert, der spricht Bände, wenn du mich fragst. Ja? Wir haben wieder ein Hochmut Gyarados, das ist noch krasser. Von daher, ja, das nehmen wir dankend mit. Damit bist du weiter als in Renegade Platinum. Ja, ein gutes Stückchen weiter. Renegade Platinum war noch nach dem 7. Ordenschluss. Aufgrund eines Missklicks. Aber gut. Genau, sonst war eigentlich nichts. Verloren haben wir gestern nichts. Das sind bisher unsere toten Pokémon, die wo wir zu beklagen haben. Leider auch Dragoran. Dragoran hätte man schon verdammt verhelfen können. Aber ich glaube, das, was ich noch über habe, das ist, mit dem kann man arbeiten. Ich meine. Latios nutzen wir irgendwie auch nicht, ich weiß es auch nicht. So. Genau. So schaut's aus, Freunde. Dann nehmen wir vielleicht mal Sumpex wieder mit, weil es ja schließlich einer unserer MVPs ist. Was mich halt wundert, dass Monagoras nicht Drachentanz lernen kann. Drachentanz-Setup war halt ziemlich cool gewesen. So, ich möchte jetzt vorher, ich möchte mal auf alle Fälle Donnerblitz holen. Donnerblitz ist eine sehr, sehr starke Elektroattacke, die können wir auf alle Fälle gut brauchen. Da möchte man noch Zauberschein holen. Das kriegen wir in der, ich glaube in der Route 123, wenn wir nicht Österreich, warum wir das noch nicht geholt haben, weiß ich nicht. Und dann müssen wir mal schauen, eventuell fangen wir dann noch die letzten Encounter zusammen. Wir haben einen Unterwasser-Encounter tatsächlich noch. Und wir müssen eigentlich nur einen Encounter kriegen auf eine von den Wunderinseln, wo wir mit Latios fliegen können. Das zeige ich nachher noch. Sollen wir uns erst einmal Donnerblitz, ehrlich gesagt. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Da, warum lässt es jetzt das nicht vor? Die Frage nicht. Mr. Saiching, einen wunderschönen guten Morgen, ihr hornig Geschubsten. Ich hoffe, ihr hattet alle schon einen Kaffee und ein gutes Frühstück. Mr. Saiching, merci für deine 69 Bit. Guten Morgen. Einen Kaffee und einen Korn und Frühstück habe ich auch noch nichts. Mein Frühstück ist der Stream, habe ich gehört. Aber die Ehre. So. So, was muss ich jetzt machen? Hab ich wieder nicht aufgepasst. Was muss ich jetzt tun? Fuck, was muss ich jetzt tun? Hätte ich vielleicht lesen sollen. Aber ich glaube, wir müssen in die Routen da runter, oder? Ich war halt schon. Was? Ich war halt schon furchtbar grantig, wenn ich nur kein Frühstück gemacht habe. Ich frühstück eigentlich nie. Hört sich komisch an, ist aber eine Tatsache. Ich frühstücke eigentlich nie. Wir müssen Herbert in seiner Wohnung suchen. Da gibt's Frühstück mit ziemlicher Sicherheit sogar. Okay, und was soll ich jetzt da machen? Jetzt, ja, ich hätte nicht aufpassen sollen, was er sagt. Ich frühstücke nur am Wochenende. Es ist also es gibt eigentlich nur eine Zeit, wo ich frühstücke, das ist im Urlaub. Also praktisch, wenn ich fortgeflogen bin oder so. Ist er wieder in seine Arena gegangen, das kann natürlich auch sein, das macht er mal. Hey, kann man schnell einer nachschauen, sei oder Sigi oder mir wurscht wer. Wo ist denn der Walter jetzt hingegangen? Ich habe nicht gelesen, ich meine, ich muss jetzt einfach auf Neumaldenbruch.
Der ist ja irgendwo hingedodged. Aber ich weiß nicht wohin. Das wurscht, dabei habe ich immer Zauberschein. Ich will mir jetzt noch nicht sinnlos in der Gegend rumrennen. Müsste dann Bärenmeister Villa, ja, da müssen wir hin. Das ist gut. Der Walter ist in die Wohnung. Was? Ist in seiner Wohnung beide Aufzüge? Hä? Wohnung mit seinen Aufzügen? Verstehe ich Freude nicht. So, von der haben wir hier mal Zauberschein. Genau, Bingo. Gut, dann möchte man noch andere TM holen. Wifi, guten Morgen, grüß dich. Alles gut soweit. Schauen wir mal, da kriegt man glaube ich 2 TMs. Ah, genau. Schlafrede, den nehmen wir einmal mit. Da nämlich schon so ein Plan, wo sie mit Stollos tun her, eventuell. Im Malmfro City gibt es einen Zwischenstopp mit Wohnungen, wo du mit dem Fahrstuhl hinaufkommst. Ah, ja stimmt, tatsächlich. Ja, Mr. Seitsching, ja. Nehmen wir mal. Fahrstuhl, ja, aber pass auf, da geht's innerhalb, meine geht's noch. So, da geht's einfach wieder nach unten, okay. Irgendwo muss er ja dann stehen. Rein theoretisch. Oder auch nicht. Ja lol. Ist das IB da richtig? Wahrscheinlich eher nicht, gell? Ah, okay. Jetzt beim Pokémon Center Richtung Norden, bei der Zwischenpassage nach links oder rechts zum Lift. Halt das. Norden ist oben, habe ich gehört. Warte mal, wo ist das Poké Center? Das ist einmal das Wichtigste. So. Da ist jetzt die Route noch, okay, da müssen wir geradeaus durch. Das Malmfro City im Remake ist ein bisschen unübersichtlich, das war im Original ein bisschen besser. So, beim Pokémon Center geradeaus durch, Richtung Norden und in der Zwischenpassage nach links oder rechts zum Lift. Ah, da schau her. Ah. Und da ist jetzt in irgendeiner Wohnung ist der Walter jetzt drin wahrscheinlich, oder? Du rennst Richtung Bacillus. Warum? Warum Norden ist ja oben? Naja, jetzt noch 3 Wochen Schwammerl suchen, dann ist verrenkt der Herbst. Und jetzt
wie Zeit zum Dadeln. Vergiss noch Enter zum Drucker vorne halber. Schwammersucher, ja, das bin ich auch schon lange nicht mehr gewesen. Das bin ich auch schon lange nicht mehr gewesen. Ich schwitz. Was sind das halt für eine schwüle Brühe draußen? Nur Borddecken gewaschen und im Vakuum verpackt und jetzt bin also, ja, das ist weder momentan. Alter, muss jetzt hier den scheiß Idioten da suchen oder was? Bei uns eigentlich auch tatsächlich, ja. Okay, rein dann, oder? Aha. Ja, und wo genau ist jetzt der? Bei uns hat's, wie wir mir vorher auch gestanden haben, hat's gescheit geregnet, tatsächlich. Wow, Alter, möchtest du mich verarschen? Der muss ja irgendwo da sein, oder? Das gibt's ja nicht. Wir sind halt her Ding da oben. Müsste sein, was für ein Apartment ist denn der? Bitte, guten Morgen, grüß dich. Alles fit bei dir? Jetzt warte mal. Ich suche mich doch da also dumm und dämlich. Ja, und wo ist sein Apartment, ist die Frage. Das muss ja da irgendwo sein. Müsste sein, weißt du, wo das Apartment ist? Im Süden ganz rechts. Was, im Süden ganz rechts? Jetzt bist du im Westen. Du hast vorher gesagt Norden! Ah, den hast du. Den Zugang her jetzt da, C-Fix. Den scheiß Zugang hättest du mal da unten geben können. Ja, dankeschön. Ja, kann ich jetzt auch mal jetzt bitte da fliegen, aber sonst. Ja, natürlich nicht. Ja, gut, okay. Aber so generell vom Wetter ist halt tatsächlich, also bei uns zumindest, bisher relativ angenehm. Ich hoffe, es bleibt einmal so. Der Walter wollte ein bisschen Hide and Seek spenden. Oder das ist ihm gelungen. Das ist ihm sehr gut gelungen. So, jetzt aber zum Eigentlichen, gell? Schwere Geburt. Aber wird sich lohnen, wenn wir Donnerblitz haben können. Natürlich auch bei gut. Gut. Eisstrahl haben wir uns ja gestern schon geholt. Hier spricht Ihr Navigationssystem der GSC Hubs. Bitte befolgen Sie meine Anweisungen und laufen Sie nicht wahllos. Wenn möglich, bitte wenden. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es da Trainer gibt. Ah.
Ist auch noch. Level 25, ja, da. Brauchen wir uns jetzt mal nicht fürchten. Ja, das haben wahrscheinlich alles Voltoballs, oder? Oh, kein Bockschutz drin. Encounter kriegen wir ja da keinen mehr. Haben wir ja schon gefangen. Vor ewigen Zeiten. Oder Alt F4. Na, Alt F4 drücken wir jetzt nicht. Okay, Donnerstein. Die anderen drei sind wahrscheinlich Voltoballs. Aus dem Bläden verzeihen. Okay. Billinger, guten Morgen. Ich drücke mal einen Ruf. Wir dürfen bitte warten. Überprüfung abgeschlossen. Es wurden keine ungewöhnlichen Vorkommnisse festgestellt. Normalprobe ist in einem freien Zustand. Übertragungsvorgang der Ergebnisse wird eingeleitet. Aha. Was genau muss denn überhaupt da? Oh, da ist ein Megastein. Ein Ampharosnit. Wir hätten theoretisch sogar erwartet. Metallmantel, okay. Können wir auch nichts zu Stahl ausmachen. Okay. Trick 17, bei einem ungewollten Encounter Alt F4 drücken und sagen, das Spiel ist abgestürzt. Ja, kann man so machen, dann ist aber mein ganzer Spielstand wieder weg. Gut, war jetzt nicht so tragisch, weil recht viel ist ja noch nicht passiert, aber... Alter, da jetzt ein Rothammer geben, are you kidding me? Ja, und das war's jetzt, oder was? Ich muss sonst nichts tun. Ich will jetzt einfach nur den Knopf da drücken. Ich tue jetzt vorsichtshalber mal die Voltoballs da weg. Oh. Nicht das heißt, wir sollen die ganzen Voltoballs beseitigen. Ich wäre so ein Typ, der alle 3 Pokébälle machen darf, selbst wenn es bloß... Bin schon dabei. Ja, das ist auch noch nicht. Obi können wir noch nicht. Oder dürfen wir nicht, keine Ahnung. Gut. Ja, wenn es jetzt alles war, den Knopf habe ich gedrückt. Und sonst gibt es so eh nichts. Meine. Ja gut. Wird ihm schon passen. Der Walter wird schon schreien, wenn... Ne? Und jetzt muss ich wieder zu ihm zurück, oder was? Ja, die Quest ewig nicht mehr gemacht. Ich weiß nur, dass er mir Donnerblitz gibt. Der steht aber jetzt hoffentlich schon wieder da runter, oder? Ja, natürlich nicht. Da schreibt der Fax, wenn was fällt, ja. Ich vermute auch, was fällt aus. Wir müssen noch... Ja, doch, stimmt schon. Da müssen wir ja. Er schickt's mir per Stromleitung da. Nutzt eins für seine Elektro-Pokémon und sagt, hey du hast eine elektrisierende Message. Per Brieftaube. Okay, jetzt komme ich da nicht mehr rein. WTF. Muss ich in der Arena besuchen? Ah, da ist er. Ja.
Ja, Dankeschön. Mehr wollte ich doch gar nicht. Firma dankt. Firma dankt. So. Dann haben wir jetzt eigentlich CM-technisch relativ alles, was ich brauche. Wenn wir einstrahlen, aber Flammenwurf war halt noch cool, aber Flammenwurf brauche ich eigentlich nicht tatsächlich. Das hört sich zwar blöd an, aber ist tatsächlich so. Das heißt, wir gehen jetzt mal geschwind. Kann man mal schnell geschwind Encounter-Suche machen. Wir haben ja wie gesagt noch einen Unterwasser-Encounter, wo wir gestern schon festgestellt haben, was ein Stami wäre. Was wir aber eigentlich, ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Aber was wir auf alle Fälle anschauen, ist dieses Ding jetzt. So. Weil man kann nämlich jetzt auf diesen Inseln namenlose Ebene, Wunder-Island. Okay. Wenn sein Hof spannt, Zombies kriegst du auch einen elektrischen. Ja. Das ist aber die letzte Nachricht, die du dann kriegst. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir. Was wir da sonst noch. Das kann man irgendwie resetten, wenn man nicht alles täuscht. Okay, schauen wir mal, was in der namenlosen Ebene. Bin einmal ein bisschen im Lurk, aber mit einem Augen und Ohr dabei, muss Tower Fantasy weitersuchen. Marschall, passt schon. Viel Spaß beim Zocken. Bis jetzt passiert noch nichts Spannendes. Schauen wir mal, was ist jetzt das namenlose Ebene? Was gibt es denn überhaupt zum Fangen? Namenlose Ebene sehe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was da gibt. Auf Wunder, es gibt, okay, ich sehe schon, auf die ganzen Wunderdinger gibt es alle legendären Pokémon zum Fangen. Da wir ja gestern uns dazu entschieden haben, dass wir Groudon nicht mitnehmen, weil es einfach zu broken ist, also Proto-Groudon, haben wir uns vielleicht als Ersatz irgendein anderes Pokémon. Irgendwie auf dem Wunderberg, oder wie das heißt, Mirage Mountain heißt das, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, gab es Arctos, Zapdos, Lavados, Lugia, Ho, Dialga, Palkia, Arceus, Reshiram, Zekrom, Yveltal und Ditto. Auf Wunder Island, das wo wir jetzt da haben, gab es ein Mew, ein Latias, ein Manaphy, ein Cresselia, ein Darkrai, ein Victini, ein Voltolos, ein Demeteros und ein Boreas, ein Hoopa und ein Ditto. Dann gab es noch Wunderhöhle, da gab es Mewtwo, Kyogre, Groudon, Jirachi, Selve, Wesprit, Tobots, Genesect, Zygarde, Diancie, Vulcanion und Ditto. Und im Wunderwald gab es Raikou, Entei, Suicune, Celebi, Shaymin, Cobalion, Terrakion, Viridium, Keldeo, Meloetta, Xerneas und Ditto. Von denen ganz, was ich jetzt da gehört habe, war man eigentlich im Wunderwald ist Terrakion am Lieben tatsächlich. Schauen wir mal. Das ist ja alles, jeder Ort ist ein eigener Encounter, also rein theoretisch darf ich da überall was fangen.
Namenlose Ebene ist Cobalium, Terrakium oder Viridium, je nach Woche und Tag verschieden. Sei, kannst du mal schauen? Okay, ja gut, das ist eigentlich eh komplett random. Da kann jetzt quasi alles rauskommen, oder wie? Ja, schauen wir einfach mal. Eigentlich nicht das, was ich wollte. Kann ich Cobalium brauchen. Terrakion war auch brutal. Terrakion war halt brutal. Ja, Typenkombi vor dem Ding ist halt jetzt nicht unbedingt so das Beste. Abgesehen davon kann ich das Ding nicht einmal wirklich sinnvoll schwächen. War das Dienstag oder Samstag bis Terrakion? Ja, das ist schon blöderweise jetzt spät. So, wenn ich es nochmal irgendwie schaffe, es muss die Beulenhelm Schaden machen auf jeden Fall. Oh fuck, das kann sich setupen. Das Ding kann sich setupen. Dann ist sowieso gefährlich. Paralyse ist nicht existent. Ja, jetzt muss ich so... Ja, ist eh wurscht. Ich kann es sowieso nicht fangen, weil erstens einmal Setup zählt das Ding permanent und ja, ist eh wurscht. Cobalium ist eigentlich eh nicht wirklich gut. Für den Meisterball wollte ich für das Ding auf jeden Fall nicht... Moment, damit kann man da resetten. So, ja. Ja, okay. Okay. Aber bevor ich da meinen Meisterball wirf, ganz ehrlich, ich finde Cobalion ehrlich gesagt nicht wirklich gut. Typenkombi ist nicht gut. Von daher... Terrakion war es weg bin. Terrakion war richtig geil gewesen. Aber gut. Schauen wir mal, auf der anderen Insel gibt es bestimmt auch noch irgendetwas. Eventuell. Was haben wir jetzt da? Da ist Wunder Island. Okay. Da gibt es auf alle Fälle Latios, sage ich da schon mal.
Schauen wir mal. Wer braucht Kobale, wenn wir Lucario umgehen? Ja, so ungefähr. Hey, ich hab doch einen Totschutz, what the fuck? Das nehme ich jetzt mal kommentarlos. Spitznamen! Oder bei... Moment, halt ihn zurück, Warum hast du eigentlich nicht den Meisterball geformt? Man kann einen Meisterball formen? Keine Ahnung. Wie nennen wir das Ding? Nightmare, ha? Da hat eigentlich geil passen. Ich meine, nein. Ja, das ist so. Bei einer Hardcore-Nuzlocke, wenn du eine Hardcore-Nuzlocke spielst und formst dann lauter Meisterbälle, weißt du, dann geht das, dann hast du halt immer sicher einen Encounter, so wenn der jetzt vorkommt. Weißt du, wie ich meine? Und. Das wollte ich jetzt nicht machen. Weißt du, was hätt's denn statt Darkrai da sonst noch so geben? Mal schauen. Wo ist jetzt Darkrai vorgekommen? Hä? Wo ist jetzt Darkrai? Hä, bin ich jetzt blind oder was? Ah, da. Latias, Manavika, Celia, Victini. Da ist eigentlich Darkrai, abgesehen von Demeteros, eigentlich so ziemlich das Beste, was wir hätten kriegen können. Ehrlicherweise. Ach so, legales Cheaten, aber zu OP-Cheaten. Ja, was heißt OP-Cheaten? Das Ding ist halt, durch das, dass du halt, oh, da ist ein Tier. Lul. Durch das, dass du halt bei deiner Nuzlocke darauf angewiesen bist, Pokémon zu fangen und du halt durch Meisterbälle halt dann im Endeffekt immer sicher dein Catch hast, geht halt da so ein bisschen auch der Struggle im Anführungszeichen verloren, indem du halt sagst, ja, Alter, das ist doch sowieso safe, dass du das Ding fangst. Wo ist da der Reiz? Weißt du schon? Das ist so ein bisschen, weißt du, wie ich mein? Nehmen wir da mal schnell die TM mit, ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich werde mal schon rausfinden. Ja, mal schnell Scanner weg. Aber natürlich gang's, so ist es jetzt nicht. Aber wollte ich halt nicht da, weil dann hätte ich halt jetzt safe 3 legendäre Pokémon zur Auswahl, die wo ich dann... Ah, da kriegen wir noch ein Fossil, lul. Hätte ich jetzt safe 3 legendäre Pokémon zur Auswahl, die wo ich jederzeit nutzen kann. Weißt du, das ist halt dann schon ein bisschen... Ja, nicht ganz so unerheblich, wenn du mich fragst. Naja. Ja gut, aber mit Darkrai kann ich leben, das passt. Genau, Sigi, genau so ist es. Wenn ich jetzt zur Gaudi spiele, natürlich, Meisterbälle, alles was hergeht. Warte mal, kann ich jetzt so theoretisch... Nein, das ist ja wurscht. Bei einer Nuzlocke kann ich halt nicht jetzt fangen, da muss ich halt das nehmen, was ich kriege, und wenn halt dann natürlich nur dazu kommt, dass ich... Halt, da ist noch irgendwas. Unerforschte Höhle. Aber müssen wir dann da noch mal schauen.
Aber ich glaube, nicht unnötig Meisterbälle zum Verwenden bei einer Nassach, das meine ich ist voll okay. Was ist jetzt das so? Unerforschte Höhle, das kenne ich gar nicht. Gibt's da auch noch mehr Legendärs oder was? Reine Luft weht umher, sie stimmt dich fröhlich. Aha. Ach, da gab's. Aha. Kobolds, Wesbrit und selbe. Ja, nice. Warte mal, was sagen da? Da kann jetzt alles Mögliche rauskommen. In dem Hack ist das nicht nur Westbrit, Kobolds und selbe, sondern da war jetzt theoretisch auch Mewtwo, Kyogre, Groudon, Chiraichi, Diancie, Zygarde, Genesect und Vulkanion dabei. Das heißt, da kann jetzt alles Mögliche drin stecken. Schauen wir mal. Okay. Ach so, das ist... Ah. Gut, du müsstest jetzt halt die ganze Zeit resetten, aber das sparen wir jetzt tatsächlich. Ich glaube zwar nicht, dass ich Wesbrit jemals verwenden darf. Ich probiere es jetzt einfach mal, ob es fangen kann, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Okay, das sind sonderlich viel Schaden. Ah, die Karte. Ja, das stimmt. Das ist in dem Fall kein Wander-Pokémon nicht. So, jetzt eigentlich noch mit tanken, es sei denn, es ist ein Crit. Lul. Noch ein bisschen schwächen kann man so fast nicht. Außer mit Druckschlag. Easy. Wer mag Westbritzer? Irgendwelche Freiwilligen? Freiwillige Leute vor. Wer mag Westbritzer? Merci, die Web. Gut, wird man halt wahrscheinlich aber auch nicht hernehmen. Probier mal. Westbrit auch nicht sonderlich stark. Gut halt. Ja, gute Idee eigentlich. Der Sigi nimmt's, ja? Wenn der Sigi da Wesen bekommt. Ich wollte da rein. Der Sigi ist Westbrit, das ist gut. Gut. Normalerweise müsste man aber jetzt da alle Inseln haben dabei. Wie kann man denn die Inseln resetten, Mr. Saijin? Kannst du das einmal nachschauen? Rein theoretisch gab es da einen neuen Encounter. Und Schwiegermann. Die resetten sie pro Tag. Also sprich, wenn ich jetzt einen Tag auf meinem PC ändere, beziehungsweise auf dem Ding, dann... Moment einmal, kann ich das überhaupt?
Tag selber kann ich da gar nicht ändern. Dann müsste die theoretisch Systemzeit ändern. Ja, ist wurscht. Das kann ich dann offstream nochmal wählen. Ja gut, offstream wäre es nicht mehr, weil dann haben wir fertig. Egal, passt. Jetzt fliegen wir nach Xena-Roville und dann machen wir uns langsam Richtung Siegesstraße auf. Spotty, guten Morgen, grüß dich, habe die Ehre. Jeden Tag ein Encounter. Ja, auf das verzichten wir jetzt. Jetzt müssen wir erst einmal schauen, wo das Tag reinkommt. Schlummerort, Ränkeschmied, Traumpresser, Finsteraura. Alter, schaut sich mal die Werte ab von dem Ding. Senkt die KP eines schlafenden Gegners, ja. Schlummerort, super. Das hat auch wieder nur 80 Genauigkeit. Das Ziel wird in eine Welt der Dunkelheit gezogen und in Schlaf versetzt. Alles schön und gut. Red mir mal Spiel halt mit. Aber da, oh, die Frage ist, ob uns da gerade was hilft. Aber auf alle Fälle haben wir es einmal. Das ist immer nicht so verkehrt. Charme Sondersensor-Imitator Mondgewalt. Psychophä-Typ war das. Okay. Ja, gut. Übrigens, Level Cap, Freunde, ist für Pokeliga jetzt angesetzt. Das ist auf Level 76. Warte mal, nicht da den ganz Schmarrn verzeihen. 79. Level Cap ist 79. Wir hätten jetzt rein theoretisch nur einen Unterwasser-Encounter, das ist Stami. Ich glaube aber auf Stami kann ich auch verzichten, weil ich glaube nicht, dass wir Stami brauchen. So gehen ganz ehrlich, wie es ist. Das heißt jetzt eigentlich... dass wir Richtung Pokeliga gehen können. In den Meteorfällen gab es theoretisch noch Drachenklaue, brauche ich aber Stand jetzt auch nicht mehr. Ja, dann gehen wir Richtung Pokeliga tatsächlich, Freunde. Seit wann ist das Psychophä? Seit der 6. Generation. Haben wir Typen Upgrade gekriegt. Kann aber auch um Heckling tatsächlich. Das bin mir jetzt selber nicht sicher. Kann aber auch um Heckling, dass sie gesagt haben, den ich immer einen Feentypen. Gut. Auf Richtung Pokeliga, Freunde der Sonne. Haben wir gestern auch geschwind drüber geredet. Ich finde es so gut, dass die, oder ich dachte es so geil finden, wenn die da Taucher wieder mit einbringen, da in die neuen Generationen. Dann ist es hackbedingt. Dann haben die Hackersteller Vesbrüt, Tobots und selber zum Feentypen gemacht. Oh fuck. Stimmt, mir fällt gerade ein, ich muss mir sowieso Ding mitnehmen. Kaskade, ich brauch Garados. Na, Scharniere tatsächlich nicht. Oh, ich hab mich verklickt mit deinem Konopizur.
wir sowieso noch mal schnell ins Center fliegen. Obwohl wir jetzt eigentlich Taucher gar nicht mehr Brei hatten. Brei haben wir eigentlich gar nicht mehr. Dann war es gescheiter, ich lerne Sumpex einfach Kaskade. Ist eh besser, abgesehen davon. Weil Taucher ist eigentlich jetzt erledigt. Was haben wir da eigentlich noch? Die Heiminsel. Gut. Und Gewalt muss ich zu Trümmerer wieder verlieren. Halt, Wäschzeisel. Taucher kann weg. Wobei. Ja, jetzt drüben wir eine lose Name, weil wer weiß, ob man es in der Siegerstraße sogar brauchen können. Das lose tatsächlich nur einmal. Gut. Jetzt aber. Fuck, in der Siegelstraße wird man aller Wahrscheinlichkeit noch eine Stärke brauchen. Was die müssen Stollos fast mitnehmen. Wobei da unten ist dann eh noch mehr Pucki sind, abgesehen davon. Dann sehen wir sie. Mein Geld weg, reise genau um. Der Surfer Charlie. Oh, Mammutell. Ja, das ist sowieso safe Erdbeben. Ich riskiere jetzt gar nicht erst. Oder Freeze Dryer, eins von beiden. Müsstet ihr mal schauen. Weil dort gewesen, also direkt am Poké Center selber war ich noch nicht. Aber rein theoretisch, müsste es ja rein theoretisch sogar geben, müssen wir mal schauen. Gut Einwand. Seedra-King. Du machst mir frei. Okay, wenn du Drachentanz machst, greifst du dann physisch an, oder was? Aller Wahrscheinlichkeit noch sogar. Na, er macht Drachentanz und greift die physisch halt nicht gerade. Ja, GG, das macht gar nichts. Durengard. Hier war es wieder. Oh.
persönlich... Ja, das kannst du nicht sagen, Sigi. Du musst halt... Das Ding ist, du musst halt Hytira richtig einsetzen. Wenn du Hytira falsch einsetzt, dann kriegst du halt relativ schnell ein Problem. Wenn du halt Hytira kannst du problemlos gegen spezielle Angreifer bringen. Aber gegen physische, gefährlich. Sigi, das ist im Original so. Ob das im Hack auch so ist, weiß ich nicht. Ich vermute mir, dass im Hack sogar... Oh Gott, das Ding ist gefährlich. Dieses Ding... Oh, und ich kann nicht switchen. Ja! Cedra King so gut wie tot. Oh, vielleicht auch nicht. Klickcode. Normalerweise macht wohin genau immer so Sachen mit Konter und Spiegelkelb. Wenn es jetzt Spiegelkelb gemacht hätte, dann wird man mir sowieso tot gehen. Da haben wir nochmal verdammt viel Duselcode jetzt. Nein, da kann ich noch nicht herfliegen, weil ich im Pokécenter noch nicht drin bin. Aber Gott, das macht nichts. Schaffen wir ohne Fliegen. Und selber mal, wenn man Trainer skippen kann, ist das extrem viel wert. Oh, jetzt fucking sagt das. Ja, deswegen haben sie ja Hex, Sigi. Das ist ja gerade der Reiz. Dagegen manchmal haben die Typenänderungen sogar sinnvoller als wir im Original. Okay. Gut, den ersten Schritt haben wir geschafft. Gut. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Müssen wir mal schauen. Ich glaube aber erst, wenn du das gefangen hast, tatsächlich. Jetzt schau, ich glaube. Jetzt passt so macht. Ich glaube, dass man sogar. Ja, jetzt gehen wir einfach mal so rein und dann sehen wir es schon. Das wird dann schon irgendwie zusammenpassen. Denke ich mal. Weil ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir Stärke oder so einen Scheiß da drinnen brauchen. Und falls ja, dann müssen wir halt nochmal ummodeln. So, dann habe ich die Ehre. Alles fit bei dir. So. Ab in Ziegelstraße. Da haben wir einen Encounter. Tatsächlich. Ich kann jetzt einfach mal schon langsam auf Level 72 oder so gehen. Wir haben nur die Trainerin aufgestellt, das war mal eine interessante Frage. 79 ist Level Cap auf jeden Fall. Nicht so wirklich, warum nicht? Was ist los? Das Thema mit den Typen kommen ist es im Prinzip, gibt es teilweise Pokémon, die sich sogar an Dritttyp gönnen kann. Na, bisher nicht.
jetzt aber eigentlich, glaube ich, mal auf Level 73 gegeben, weil so viel Trainer haben da drin jetzt nicht. Krang muss gleich noch einen Grund. Ah, lebt mich am Arsch. Mr. Sauron Prime, ich wünsche dir von Herzen gute Besserung und hoffentlich hast du nicht den Schmarrn da, ne? Ich drück da ganz fest Daumen. Ich hoffe, ich kann da ein bisschen Abwechslung und ein bisschen ja, positive Vibes mit Pokémon geben. So, Taitaira hat die 500 KP Schallmauer durchbrochen. Gut Ding, gern. So. Sollte soweit passen. Ja, also ist alles easy, hab halt bloß Fettkopf, kann da bloß verkürzen. Ja, lieber auf Nummer sicher gehen, ne? Aber trotzdem, den Scheiß kann keiner brauchen. Einen Surf-Encounter gönnen wir da jetzt aus Gründen nicht. Ah, wir brauchen Stärke. Okay. Das heißt, ich muss sowieso noch mit zurück. Wir brauchen Stärke, das heißt, ich muss mal Stolos mitnehmen. Dann bin ich jetzt einfach mal so frech und behaupte, dass wir das Trümmerer jetzt nicht brauchen. Ich glaube tatsächlich sogar nicht einmal. Dann kann Gewaldro eigentlich weg. Stolos kommt mit. Wisst ihr, war doch nichts, hat erst am Abend angefangen. Ja, das ist das Problem, das kommt meistens so dermaßen schleichend. Du hast einen Tag gar nichts und auf einmal, bumm, auf einmal liegst du einfach krank im Bett und du weißt halt einfach nicht, hä, wie? Wo kommt das jetzt her so auf die Art? Aber wie gesagt, ich wünschte, dass das nicht so weit fällt. Dass nur eine leichte Erkältung ist. Gut. Den genauen Weg von der Siegestraße weiß ich nicht einmal mehr. Was gibt's denn überhaupt zum Fangen? Das war mir das Interessante. Golbart, Georock, Knogger, Rihorn, Stalos, Ursaring, Donphan, Stolrak, Boldor, weiß ich nicht, und Swoombird. Das hört sich jetzt eigentlich nicht so wirklich interessant an. Der Encounter da erinnert mich das Gelbe vom Ei. Tatsächlich. Also ist relativ egal, was wir da kriegen, tatsächlich. Das Game war für ein 3DS, oder? Grafisch echt heftig. Das war damals für ein 3DS, ja. Ja, und natürlich gleich instant den Trainer reingerannt, ist ja klar. Ohne fucking Astrida. Sollte man aber tatsächlich eigentlich mit Pegasus fein sein. Denke jetzt mal. Jetzt muss ich mal Schutzschild vorsichtshalber, damit er nicht Explosion macht oder so ein Schmarrn. Steingert, ja. Ja, natürlich Robustheit, ist ja klar.
Alter, müsst du mich verarschen. Ich wollt nur auf Schutzschild drücken. Mir wundert's, dass ich überhaupt jetzt Explosion überlebe. Okay. Pegasus also schon mit fein raus für den Kampf. Okay, muss man auf alle Fälle da müssen, die Trainer da drin vermeiden. Die Trainer da drin vermeiden, auf jeden Fall wichtigste Regel für Ziegelstraße, weil die nehmen uns vorher locker irgendwas hops. Blitzer, das ist safer Elektro-Attack. Ja. Klickern. Ja, ohne Scheiß, Explosion, es ist so reidig in die Hex, weil es so bei Pokémon gibt, oder beziehungsweise nur bei Trainer gibt, die einfach random Explosionsspammen. Die halt da meistens irgendwas hops geht. Wie gesagt, mich wundert, dass Cedra King das überlebt hat. Actilas, okay. Du kannst Gefriertrockner, Kina. Wäre jetzt ehrlich gesagt nicht riskieren. Erdbeben, okay. Es hat nämlich eine relativ hohe Verteidigung, das Ding. Oh, es hat sogar Genesung. Finale und Explosion an solche mit Drecksattacken. Oh ja, vor allem mit einer Nuzlocke. Das ist so reidig, weil du, wie gesagt, in der Regel, wenn ein irgendein Pokémon Explosion macht, ist es halt meistens GG. Also mal so, wenn Cedra King nicht volles KP-Investment hätte, dann war das Cedra King sowieso da gewesen. Okay, was soll das Taurus mir jetzt da, ist die Frage. Kann das Taurus irgendwas können, was man quer werden kann? Selbst wenn du Hitzewelle kannst. Die Trainer machen Mega-Entwicklungen. Ja, wir werden definitiv die Trainer vermeiden. Wir werden sowas von safe die Trainer vermeiden. Es geht Hitzewelle. Are you kidding me? Alter! So eine Bodenattacke kannst du aber du jetzt hoffentlich nicht, gell? Weil sonst wird es aber hinterher wir fahren. Hab ich eigentlich... Das kann nicht verstehen. Trainer nur auf Crack. Ich glaube, ich habe nicht zwei versprochen, dass ab jetzt richtig intensiv wird. Holy shit, das war der fucking erste normale Random Trainer in der fucking Siegerstraße. Und der hat mein Team ziemlich zerpflügt jetzt nicht, aber hätte auch anders ausgehen können. Bist du komplett bescheuert? Und die haben Mega-Entwicklungen.
Okay, Lebensschelle, ja. Ja gut, wir müssen extremst aufpassen, dass wir mir nicht in die Trainer reinrennen, weil das kann ganz, ganz schnell ganz böse enden. Ah, das ist hier, okay, da zumindest... Hyperheiler, okay. Brauchen wir jetzt zwar nicht, aber man nimmt noch wieder mit. Den Trainer können wir gar nicht vermeiden. Fuck. Ja, da müssen wir jetzt, da muss ich jetzt besser auf Dokumentation schauen. So, was ist jetzt das? Pass auf. Was die Leben hier machen, was die für Pokémon haben. Das ist krank. Das ist brutal, was die für Pokémon haben. Der Glaciola, gleich, wie heißt das für Squirgro, Glaciola, Squirgro, Ramot, Kokowai und Ordino. Keine Ahnung, was ein Ordino ist. Vor allem Top-Trainer Trud Linde, gell? Trud Linde, Freunde. Okay. Der war schon mal easy. Gut, das war Volltreffer wahrscheinlich, man hätte es sonst nicht gekillt. Da ist Ramot. Das ist hundertprozentig safe Hitzewelle. Oder Flammenwurf. Spielt aber eigentlich auch überhaupt keine Rolle. Ah, wobei, du kannst da sowas wie Ding haben. Gigasauger und so ein Scheiß. Das heißt, eigentlich ist so Seedraking fast safer. Oh, ich muss Stollers nur noch leveln. Du kannst da Gigasauger und sowas haben. Das heißt, Broly ist so eher suboptimal. Vor allem, weil du wahrscheinlich sogar schneller bist wie ich. Oh Gott, das ist ein Folterrein. Okay, jetzt bin ich so hart am Arsch, dass es aus ist. Es setupt sie komplett. Mach's bitte nochmal. Autsch, ich glaube, jetzt bin ich am Arsch. Oh, Alter, was denkt das Sidra-Kino ist weg. Da ist Kokowai. Ist in aller Regel ein spezieller Angreifer. Gut, Lanthorn und Broly sowieso raus gegen Kokowai, weil es halt fucking gar keinen Sinn nicht macht. Ja, normalerweise Panzer Air und Safe. Alter, aber was muss das Sidra-King alles abfangen? Wettersturm noch, ja. Nee, Schluckraut. Okay. Imagine Bitmam darf nicht Linden heißen, sondern das war irgendwie funny. Da ist Squirgro.
Hat mein Sumpex nur Eishieb? Ich glaub schon, oder? Gut, das Problem ist, Skorgro ist safe schneller. Skorgro ist halt safe schneller. Soll er 100%ig Bodenattacken? Ich glaube, dass drinbleiben fast gescheiter ist. Jetzt einmal Ruheort drücken, damit wir mal sehen, was Sache ist. Abschlag. Okay. Sagen wir jetzt nicht so schlimm. Das hat einen Toxic Orb. Hat das Ding Adrenalin? Ah, es hat. Nein, Schmarrn. Es hat nicht Adrenalin. Ja, okay, du kannst mir nichts tun. Es hat Aufheber. Statt Vergiftung Schaden zum kriegen, regeneriert es sich. Ja, okay, das ist fein. Oh, es hat auch Ruhe, okay. Du hast befreit beim Flinch. Eros macht fast keinen Schaden nicht. Jetzt flinchen und dann killen, das war's eigentlich idealerweise. Nice. Okay. Boah, doch. Okay. Ich hab keine Ahnung, was das Ding macht. Ich weiß nur, dass es eine Mega-Entwicklung hat. So ein Feuersturm. Gut, ist halt Non-Stat. Das heißt... Das Treiber Jedi. Du greifst wahrscheinlich nur speziell, alright? Zumindest hoch, wie das Ding nur speziell angreift. Ist sogar schneller. Schallwelle, ja. Das Tank bringt man mal aus. Es ist halt so krank, weil du halt mit Big Mom alles abfängst, was irgendwie speziell angreift. Das ist so lächerlich. Und die ganzen Erfahrungspunkte, was kriegst du von dem Ding? Oder doch, geben wir brutale Erfahrung. Also zumindest haben sie es früher, wie das jetzt ist, weiß ich nicht. $5.431 Erfahrung für irgendein so Viech, Alter. Ja.
Irgendwie kann ich mich glücklich schätzen, wenn ich überhaupt bis zur Buckelliga komme. Ich sag, die Trainerkämpfe, die werden noch nicht einfacher jetzt. Okay. Ja, passt schon, Herbert. Kein Stress. Schau, dass du deine Gäste anständig versorgst. Oh Gott, stärkeres, wie ich es hasse. Ja, passt schon. Mach da keinen Stress. Merci fürs Zuschauen dabei. Bin noch extra vorsichtig. Oh. Achso, wir warten mal. Achso, okay, wir warten sowieso da oben kommen. Ja, gut. Was ist jetzt da eigentlich? Muss ich das verstehen? Zu dem Rentiergen oder was? Ah, okay. Gut, jetzt heißt, sie ist der nächste Trainer. Die Lieder, die hat komplett Kampf-Pokémon, wenn ich das richtig sage. Oh Gott. Und ein mega Schlapphor. Ja, das wird nicht einfach. Da durchzukommen wird alles andere als einfach. Wuchtschlag trifft, obwohl ich in der Luft bin? Was ist das für ein Scheiß? WTF? WTF? Oh mein Gott, möchtest du verarschen jetzt oder was? Ja, natürlich, ist ja klar. Oder möchtest du mir eigentlich komplett trollen oder was? Weil wir werden mal so wipen. Wir werden mal so hart wipen, ich sag's nicht, wie es ist. Wir werden mal so hart in der Siegerstraße, wir werden mal nicht mal bis zur Pokéliga kommen, ich sag's nicht, wie es ist.
Das Machomai jetzt liegt mir komplett. Ich kann nichts gegen das Machomai, du aber ständig Wuchtschlag machen und jetzt mit Drift Wuchtschlag und jetzt mit Drift Verwirrung. Was soll ich machen? Ich kann nichts tun. Das Machomai lockt mich komplett. Oh, ich bin noch verwirrt. Er hat wahrscheinlich Glück gehabt. Alter, die Siegelstraße ist perverser als alles, was ich bisher gesehen habe. Ja, ich kann basically nicht auswechseln, weil... Test sagt nicht schwanger, das ist gut. Das ist gut, Mr. Soder, das ist einmal eine positive Nachricht. Alter, das scheiß behinderte Machomai, was ich... Oh, Alter. Okay, also auf jeden Fall Berserker gibt mir mehr Damage. Immer noch verwirrt. Ja. Er trifft aber wirklich jeden Move. Er trifft jeden Move. Ja, wir werden mal warten. Ich hab keine Chance. Er trifft jeden Wuchtschlag, er trifft Turmkick, ich kriege jede Verwirrung. Ich kann... Stolos ist sowieso komplett useless in dem Kampf. Keine Chance, Stolos zu bringen. Raptor ist so gut wie tot. Broly wird es wahrscheinlich nicht tanken können. Das Ding ist ja noch ein mega Schlapphort. Das kommt noch dazu. Er trifft schon wieder drauf. Okay, GG. Keine Chance. Ich hocke hier den Trainer, keine Chance. Und Serum war wichtig, Breiri für Pokéliga braucht. Wäre man nicht bis zur Pokéliga gekommen. Ich habe 2 wichtige Encounter verloren. Ich hätte Panzeron in der Pokéliga braucht. Ist sogar noch schneller. Die Siegerstraße ist krank. Die Siegerstraße ist absolut krank. So, der Karadon ist mit Robustzeit. Okay. Was ist ja... Alter, was die Trainer für Attacken haben und was für Sätze die spielen. Ja, das ist dasselbe in Grün. Das Ding ist dasselbe in Grün. Leider an der Stelle ist vorbei. An der Stelle ist vorbei. Kann nichts mehr tun. Big Mom ist komplett hilflos gegen Kampfattacken. Stolos ist hilflos gegen Kampfattacken. Broly ist nahezu tot. Ich habe keine Chance, irgendwas zu machen.
Und das Ding zerfetzt mir jetzt komplett. Ripstollers. Oh, ja. Trifft schon wieder einen Punkt. Es ist so lächerlich, die trifft man immer. Ja, GG. GG. Leute, die Nuzlocke endet hier. Haben wir es leider nicht bis zur Pokéliga geschafft. Ich hätte mir ehrlich gesagt ein wenig mehr vorgenommen gehabt, aber dass die Trainer da drin so dermaßen stark sind, das hätte ich nicht gedacht. So ein schöner Run gewesen, so schön durchgekommen, nur um in der Pokéliga in der Siegerstraße komplett zerfetzt zu werden. Beim dritten Trainer. Der trifft halt jeden. Der trifft von jedem Turmkick. Das ist Wahnsinn. GG. Ende der Nuzlocke. Ende der Nuzlocke. Was soll ich machen? Komplett von RNG Hops, also teilweise von RNG Hops Nummer 1. Jeder Wuchtschlag trifft, jede Verwirrung trifft, jeder Turmkick trifft. Keine Chance. Keine Chance. Keine mehr umspielen. Die Siegerstraße ist krank. Die Siegerstraße ist absolut krank. Jeder Trainer hat eine Mega-Entwicklung. Jeder Trainer spielt komplett competitive, nutzt Bären, dass 2 Züge kriegen. Also dieses Siegerstraße ist ein ganz anderes Level. Und wir haben jetzt gerade einmal bei den normalen Trainern, wenn ich mir jetzt mal überlege, was noch kommt. Es war der Heiko noch gekommen und es war Top 4 noch gekommen. Und der Champ. Wenn die Trainer da drin schon so krass sind, möchte ich nicht wissen, was in der Pokéliga abgegangen war. Ich wollte wenigstens bis zur Pokéliga kommen. Ich wollte wenigstens bis zur Pokéliga kommen, aber dass mir die Trainer da drin so dermaßen auseinandernehmen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schade. Wirklich schade. Ich hätte gern Pokéliga gespielt heute. Ärgert mich jetzt ein wenig. Weil wir immer so sauber gespielt haben die ganze Zeit über. Wir haben wirklich jeden Orden wirklich souverän oder relativ souverän gespielt. Wir haben durch alle Sachen irgendwie gut durchgekommen und dann kommt Siegerstraße. Und Siegerstraße nimmt mich einfach komplett aus dem Leben. Weil wir haben mit schildlos Macho meine gerechnet. Das hätte ich gar nicht anders spielen können. Das hätte ich an der Stelle gar nicht anders spielen können, das war nicht anders gegangen. Ausschlaggebend war einfach dass Panzer Aeron A eine Verwirrung frisst, während ich im Flug bin. Wenn Fliegen trifft, wird das Macho nämlich schon mal instant aus dem Spiel genommen. Dann verliere ich gar nicht erst so viele Pokémon. Da fängt schon mal an. Aber dann war halt Panzer Aeron einmal verwirrt, hab aussehen müssen. Landhorn war wieder verwirrt beim Voltwechsel, stirbt durch Erdbeben. Ich muss wieder in Panzer Aeron gehen. Druckruheort wird wieder verwirrt. Also, das hätte ich nicht anders spielen können. Ja, aber gut, das hilft nicht. Hilft leider nicht. Man muss auch mal verlieren können. Schade drum.
Schade um einen Run. Nicht wirklich sehr gerne. Zumindest im Pokéliga war ich gern gekommen. Trotzdem ein GG an die. Von uns war niemand so weit gekommen wie du, sag's positiv. Bist aber auch sehr weit gekommen, so ist es nicht. Klar ist sowas ärgerlich. Aber wenn die Nuzlocke jetzt vorbei ist, können wir die alten Pokémon zurückholen. jetzt ist offiziell Ende von der Nuzlocke. Ja? Also sprich, ab jetzt war es theoretisch komplett egal. Ich kann jetzt sämtlichste Pokémon wieder nutzen, die wo ich Code habe. Ich kann sämtlichste Items hernehmen, wo sie mehr hat, wenn ich es weiterspielen darf. Also streng genommen offiziell ist halt die Nuzlocke jetzt beendet. Ja? Der Nuzlocke endet entweder indem er wiped, also sprich, was gerade passiert ist, wenn ich alle 6 Pokémon auf einen Dusch verliere, oder wenn ich Top 4 schaffe. Das sind die einzigen 2 Gründe, wann ein Nuzlocke endet. Und da halt ich leider das schlechte Ende erwischt habe, ist somit auch die Nuzlocke vorbei und somit haben da die Regeln aufgekommen. So. Kein habe die Ehre. Servus, grüß dich. Du kannst 3 Kreuz machen, wenn du mal einen Nuzlocke-Stream gewinnst. Ja. Sagen wir es mal ja so. Die Originaler-Spiele, die kannst du ohne Probleme nuzlocken. Da darf ich jetzt einmal behaupten, dass ich das schaffen darf. Aber das Ding ist halt, bei den Originaltiteln, da hast du halt, es ist halt, wie sage ich denn? Ja, da ist halt nichts Spannendes mehr dabei, so. Was will man? Es ist halt das Originalgame. Das kennt ja jeder, oder halt zumindest die Leute, die Pokémon spielen, die kennen es. Deswegen spiele ich lieber eher ein Hack so, weißt du, weil da haben ein paar Änderungen drin. Klar haben die schwerer, brauchen wir nicht reden, die haben deutlich schwerer. Vor allem der war auch nicht ohne, sag ich jetzt einmal. Da gibt es bestimmt noch schwerer nicht, brauchen wir nicht reden. Aber sonst, ja, vielleicht spielen wir, wenn ich mal wieder einen Nuzlocke spiele ich vielleicht wirklich mal einen Originaltitel. Muss ich mal schauen. Eventuell. Romex sind grundlegend anspruchsvoller und schwerer als die normalen. Ja, eben. Mei, auf die sie gesehen, so wenn man es mal Revue passieren lässt, im Endeffekt auf 8 Orden plus ein Viertel Siegerstraße, sage ich einmal, habe ich 7 Pokémon verloren. Die zwar ganz hübsch am Anfang, also Vulcano und Dusselgur beim 2. Orden. Dragonier ist uns bei der Wiebke draufgegangen, glaube ich. Ich glaube, Dragonier ist bei der Wiebke drauf. Nein, Schmarrn, Dragonier ist beim Norman draufgegangen. Kokowai und Gyarados haben wir gegen Kalle verloren. Dragoran und Gengar haben wir im 7. Orden verloren. Beim 7. Orden 2 Pokémon zu verlieren in dem Hack ist, glaube ich, gar keine Schande nicht, weil die waren verdammt stark. Gyarados und Kokowai waren unlucky. Muss man einfach so sagen, das war fucking unlucky. Dragonier habe ich abwerfen müssen. Vulcano war, glaube ich, ein Crit und Dusselgur, meine ich, habe ich unter Schatz gehabt. Aber auf das ich gesehen, auf 8 Orden und ein Teil von der Siegerstraße, wie gesagt, die Menge an Pokémon, die was ich verloren habe, ist eigentlich überschaubar. So, also finde ich jetzt. Ebenso ist die KI intelligenter und bei manchen KIs ahnen die sogar deine Reaktion bei. Ja, haben wir gerade alles gehabt. Wir haben gerade in der Siegerstraße von einem Expertentrainer gewiped, man. Der hat 5 Kampf-Pokémon gehabt. Kurz zur Erklärung, in der Siegerstraße haben alle Trainer, du musst die Trainer machen, die haben alle so angeordnet, dass du die nicht umlaufen kannst. So, und alle Trainer haben eine Mega-Entwicklung. Noch dazu. Alle Trainer haben irgendwelche Bären und Fähigkeiten drauf, die wo unfassbar stark sind, das wo die Trainer vorher alle nicht gehabt haben. Von daher, wie gesagt, ich wollte eigentlich in Pokéliga kommen halt. Zumindest. Wenn ich in der Pokéliga gewiped war, hätte ich überhaupt kein Problem mehr gehabt damit. Aber in der Siegerstraße wollte ich eigentlich nicht wipen. War gerade kurz weg, wurdest du besiegt? Ja, der Kampftrainer hat mich komplett zerfetzt. Ich hab keine Chance mehr gehabt. Bisschen Pech, also wie gesagt, ich habe jetzt im letzten Kampf halt einfach auch ein bisschen Pech mit RNG gehabt. Ich meine, es trifft jeder Wuchtschlag und es trifft jeder Turmkick. Wenn Turmkick auch nur einmal daneben geht, weißt du, dann schaut es schon wieder ein bisschen anders aus. Aber mei, kann man jetzt nicht mehr ändern. Was ich positiv mitnehme, die Trainerin, die geschlagen hat, hat Rike geheißen. Heißt also genauso wie eine Synchronsprecherin, die ich mag. Na, immerhin etwas. Naja. Aber alles in allem war es ein cooles Projekt. Hat mir schon Spaß gemacht. So ist es jetzt nicht.
Es war wirklich der Hack an und für sich, wenn ihr ihn spielen wollt, kommt da gerne mal in Discord auf mich zu. Oder schreibt, oder die wo meine Nummer haben, können mal gerne privat damit schreiben. Er macht schon Spaß. Es ist wirklich, es lohnt sich wirklich einmal. Das Spiel ist, glaube ich, casual richtig, richtig geil. Wenn du das casual spielst, macht das, glaube ich, brutal viel Spaß. So. An und für sich ist wirklich ein guter Hackman. Er ist zwar basically immer nur wie das Original von der Handlung her und so, es sind jetzt nicht irgendwie Routen abgeändert oder sonst irgendwas. Aber so allein, was du halt an Möglichkeiten kriegst, das ist schon geil gemacht. Also da kann man wirklich nichts sagen. Also so gesehen hat Pokémon die Hardcore-Nassel an und für sich hat man schon Spaß. Also war wirklich, ich weiß nicht wie es ist, ihr sagt, ich meine, es haben ein paar da, die können mit Pokémon nicht so viel anfangen, aber ich glaube, dass das schon überwiegend viel unterhalten gefunden haben. Gerade so, wo ich jetzt so weiß, die einen oder anderen haben sich sogar Twats nachträglich angeschaut, wenn sie nicht dabei sein haben können. Das sagt man eigentlich schon, dass so ein Nuzlocke schon ein wenig mehr unterhalten ist, wie einfach nur stur, casual irgendein Pokémon-Spiel durchzuspielen. Sag ich auch so, Spaß hat's gemacht, GG. Dankeschön. Gut, mein Plan war jetzt eigentlich nicht, dass die Nuzlocke um 3:12 endet. Das war eigentlich nicht auf meinem Plan. Ich hätte jetzt eigentlich schon noch 2-3 Stunden blank und dass ich da sitze. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir für Möglichkeiten haben. Spielen wir es casual weiter. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich wollte eigentlich halt Monster Hunter sowieso noch weiterspielen eigentlich. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir das casual einfach nur ein bisschen weiterspielen oder ob ich Monster Hunter spielen soll. Jetzt gehen wir erst einmal in Just Chatting. Jetzt sagen wir mal so. Passt's auf. Gut. Wie wir bei Renegade Platinum damals haben wir, glaube ich, nein, da haben wir vorher schon, da haben wir beim Cyrus gewiped. Beim Cyrus in der Zerwelt. Aufgrund von einem Missklick. Aber du hast doch noch Pokémon über. Ja, ich darf halt jetzt auch alle, die Nuzlocke ist ja beendet, nachdem du halt einfach komplett besiegt wirst oder halt einfach Top 4 schlagst. Ich darf jetzt sowieso wieder alles hernehmen, was ich mag. Ich darf auch jetzt unterm Kampf heilen und so weiter und so fort. So. Also von daher, da geht es jetzt gar nicht drum, ob ich Pokémon überhaupt. Das darf in dem Fall gar nichts ausmachen. Was ist eigentlich mit dem Smash dann mal wie Test passiert? Nixi, das liegt auf der Box. Das liegt auf der Box, das hätte noch gelebt. Was ist meine Kamera eigentlich halt so weißler? Und da schon wieder kaputt. Schaut aus wie ein Geist. Nein, wie gesagt, Marshall ist noch am Leben. Das haben wir am Anfang hübsch genutzt. War auch gut. Marshall hat uns auch teilweise am Anfang richtig hart gecarried. Aber wir haben halt dann auf andere Encounter getroffen, die uns halt overall mehr geholfen haben. So. Aber so hat schon passt. Und dann war es nicht dabei. Warum? Ja, ist ja wahrscheinlich ein bisschen so, weil sonst war Marshall halt auch draufgegangen. So wie ich das sehe. War da draufgegangen. Ja, ist einfach bitter. Ist einfach ein wenig bitter, weil wie gesagt, es ist halt irgendwie wie so ein kleiner Fluch, mehr oder weniger. Also ich komm nicht weiter wie Siegerstraße bei so Nuzlockes, tatsächlich. Sie war ja richtig MVP gewesen. Ja, wahrscheinlich, ja, das stimmt schon, aber am Ende des Tages, was mache ich dann, wenn die Kinder bestimmt irgendwelche Unlichtattacken? Dunkelklar oder irgendwie, dunkelklar wahrscheinlich. Irgendwie Knirsch oder irgendwie so ein Scheiß, weißt du? So weit muss man mal kommen, also sagt, ja, das hat der Ding schon gesagt, der Siege, dass andere gar nicht so weit kommen werden. Aber trotzdem, weißt du nimmst du eigentlich vor, du möchtest halt Top 4 machen, so. Und renn jetzt eigentlich, also mit dem, was ich am Wenger gerechnet habe, das ist auch mehr ein Random-Trainer auseinander nimmt. So. Was heißt, auseinandernehmen und schlagen haben noch zwei paar Sachen, ja. Aber, wie gesagt, dass ich vielleicht ein Pokémon verliere, okay. Aber der Trainer hat mich nicht nur auseinandergenommen, der hat mich einfach komplett zerrissen. Das ist ja das Nächste. Der, wie du reingegangen, ich habe überhaupt keine Chance nicht gehabt. Und jetzt habe ich eigentlich so gesehen
eigentlich schon hübsch die stärkeren Pokémon dabei gehabt, die wo sie gehabt haben, eigentlich so. Also auf der Box ist jetzt nicht recht viel gelegen, das wo irgendwie noch einen Unterschied hätte machen können. Ich mag, gut, Gyarados okay, aber das hätte in dem Kampf auch nicht mehr viel rausgerissen. Tatsächlich. Aber gut, mei. Muss man jetzt hinnehmen. Es hilft eh nicht. Es hilft eh nicht. Es war auf alle Fälle was ein spaßiges Projekt. Das muss man einfach festhalten. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Du hast dich trotzdem sehr gut geschlagen. Ja, overall war schon eine gute Leistung. Also ich rede jetzt nichts schlecht und nichts. Wie gesagt, klar, das ärgert mich jetzt, dass mir der Trainer da einfach wirklich komplett genommen hat. Aber so an und für sich, da ich sagen, habe ich mich ganz gut geschlagen. Vor allem mit den ganzen Predictions, mit den ganzen Teambuildings im Laufe der ganzen Story oder mit den ganzen Arena- und Bosskämpfen, was wir da gehabt haben, das war schon nicht schlecht. Ja, also so ist es jetzt nicht.